Mein Name ist Thomas König, ich bin Philosoph zu ich noch am Lycée und in diesem Video erkläre ich euch, was Prädikatorlogik ist und wie Transkriptionen an der Prädikatorlogik funktionieren. Aber fangen wir mal einfach an. Ihr kennt normalerweise die, ich sag mal, einfach Logik zwischen Anführungszeichen, natürlich Propositionallogik, das wird da links hat. Propositionallogik studiert Verhältnis zwischen den einzelnen Propositionen. Das ist von der einfach ein Beispiel, weil die sieht heute drei Sätze drin, die Karte, wie Karte die spult und dafür spult der René. Bon, das ist dann Konklusion. Das hat er am Anfang vom Schuljahr wahrscheinlich so dann auch, nicht das tote Beispiel, das habe ich gefunden, aber die hat das mal auch transkribiert. Das heißt, der erste Satz, das ist eine ganz einfache Proposition. Da steht A, am zweiten Satz, wenn er guckt, wie Karte spult, das ist eine Implikation, A impliziert B, also an, dann Konklusion B. Da hat er dann die Möglichkeit, eine Arbeit draus zu machen, die Möglichkeit, eine Prüfung zu machen. Der kann doch direkt, dass das Modus Ponens ist. Und das ist relativ einfach. Das Problem ist, also kommen wir bei Prädikatorlogik, was ist, wenn es mehr kompliziert ist, wenn man mehr haben wie just drin. Wenn der Leute zum Beispiel da jetzt guckt, Prädikatorlogik, die guckt, wie das Verhältnis ist innerhalb von einzelnen Propositionen. Das ist nicht just Einzelpropositionen, die eng par rapport zu der anderen, aber auch andere Propositionen von Situationen eben mehr komplex ist, wie wenn just drin kocht. Das heißt, guckt nächste Satz, verschiedene Leute kochen, verschiedene kochen eben nicht. Den zweiten Satz, der kann man halten, wie kocht, die spult, mit anderen sind froh, wen spult dann lo. Und da gibt es verschiedene Arten und Weise, für das auszudrücken, für das rauszufangen. Und wir könnten da hingehen, aber bei 7 Milliarden Leuten könnte man dann noch alle einzelnen Menschen abzählen. Für an der Propositionallogik zu bleiben, das ist relativ kompliziert. Das, was Prädikatorlogik möchte, ist, sie gibt als Tools von der Welt, für das besser zu formulieren. Und die Tools sind Quantitäten. Das heißt, das, was du dabei könnt, ist, ihr seht es schon heute, den umgedrehten A oder den umgedrehten Ö oder respektiv an der Fachspruch eben universell und existenziell, die drücken bestimmte Quantitäten aus. Das heißt, es ist nicht nötig, wenn ich so verschiedene Leute kochen, auf verschiedene Leute spulen, es ist nicht nötig, dass wir so alle Guten abzählen. Das heißt, von den Quantitäten hier, die gesehen haben, alle Menschen spult, man das eben tut, das drückt man aus mit dem umgedrehten A oder wie man in Zukunft wird nennen, pour tous oder universell. Verschiedene Leute spulen, das ist dann certain im Französisch, das ist den umgedrehten Ö oder wie man nennen werden, existenziell. Und dann hat er auch noch eine dritte Möglichkeit, nämlich das Kämen spult. Und das sehen wir gleich wie in das Formular. Das ist nämlich universell mit einer Negation, aber du kannst nicht noch ein Spezialsymbol bei. Die hat also klar gesehen, die hat also konkret 3 Formen von Quantität: all Mensch, verschiedene Leute oder kein. Und da geht es dann eben verschiedene Art und Weise für die auszudrücken. Wenn du guckt, die ganz große Frage, die sich an der Prädikatorlogik stellt, ist, wie drücken ich die Quantitäten aus. Und ja, aber beides geht eben. Wenn ich zum Beispiel so ein Allmensch spult, das bedeutet eben, dass 100% von den Leuten, die da sind, spulen. Das heißt aber auch umgedreht, wenn ich der existenzielle Welt holen, kann ich sagen, dass es kein Mensch gibt, den nicht spult. Was vom Sinn her genau dasselbe ist. Das heißt, beides geht. Dürft ihr, das tut nun schon einfach aus ihrem Buch geholt, im Collegium Logicum, die Relation entre les quantificateurs. Da sehen wir am Anfang, wie man Sachen ausdrücken kann. Wir gucken mal einfach die Linkskolonne, die gesehen haben, pour tout x, a de x, heißt an andere wieder, da für all Mengen x gilt, das Prädikat a und Proprietät a. Das heißt, für simpel zu halten, Mengen xen drücken Individuen aus. Ich weiß aber nicht genau, um wen es sich handelt. Das heißt, schon kein Num. Wenn der Lo halt Beispiel guckt, chaque x Avenue, stelle ich für die mal eine Party, die lädt 20 Leute an 20 Leute kommen. Ja, da waren sie all da. Da muss es nicht alle guten 20 Mal abzählen, für zu so, also individuell abzählen, für zu so, wie alles da war. Halt können einfach so, sie waren all da. Das heißt, die drückt das einfach so aus, für all meine xen hun ich, dass die Proprietät a und das heißt, schreiben das so unter zwischen Klammern, halt braucht x, a, die x. Für all mein x gilt, dass mein x Proprietät a hat. Bon, vielleicht, zweites Beispiel heißt, chaque x n'est pas venu. Das heißt, das kann kommen. Oder 0x. Okay, das ist das, was ich drunter nicht erklärt hatte. 100 für all mein x gilt, dass sie nicht a sind. Das heißt, dass all mein x in die Eigenschaft
nicht dort zu sein. Was nicht dasselbe ist, dass wir heute Schritt drinnen, il faut que tous les X soient venus, das heißt, sie sind nicht all kommen. Das ist nicht dasselbe, wie etwas kein kommen. All meine X sind nicht kommen, heißt, sind 0 X kommen, während ich aber nicht all meine X sie kommen, das heißt, Negation als im Quantifikateur, ob da universell, und dafür heißt das dann eben, dass verschiedene X nicht kommen sind. Oder wie ich das nur schreibe, nicht all X als A. Es gibt verschiedene X, die sind eben nicht A. Und dann haben wir noch die letzte Möglichkeit, ich sehe, haben wir 2 Negationen, also hat jede Negation heißt, dass das falsch ist, das gilt nicht für alle guten Mengen X, dass sie nicht A haben, also il faut que aucun X ne soit venu. Das heißt, an andere wieder, es gilt nicht für alle Mengen X, dass sie nicht A sind. Oder plötzlich ist es falsch, dass für alle Mengen X die Eigenschaft A falsch ist. Das ist ein anderer wieder. Es gibt mindestens ein X, die kommen. Und das sind eben die 4 Schritte, die da müsst verhalten. Die könnt so ausdrücken, wenn da eine 100%ige Quantität hat, chaque X est venu, Quantifikateur, mit drin die Prädikate, die im Spiel sind. Wenn kein X könnt, dann hat eben der Quantifikateur ohne Negation, mit der Negation drin. Wenn es falsch ist, dass sie alle kommen sind, also wenn verschiedene X nicht da sind, dann hat eine Negation Quantifikateur. Und wenn es falsch ist, dass kein X A ist, dann hat eben eine Doppelnegation. Wenn das alles ein bisschen viel, guckt die Stadt durch, respektiv guckt einfach, was steht hier jetzt. Oder genau dasselbe mit den existentiellen. Il n'y a pas de X qui ne soit pas venu, also eine ganz komplizierte Formulation. Mir wird gesehen, das war der Hai-Hutai, Portut X a de X. Jetzt ist schon das Symbol geändert, von der universell kriege ich ein existenziell, und kommen 2 Negationen drauf, das ist bis wie in dem Morgan. Mit der Text von links steht hier, all meine X sind A, steht jetzt, dass es falsch ist, dass es den X gibt, die nicht A ist. Wenn all Mensch da ist, ist es falsch, dass es den X gibt, die nicht da ist. Selbe Teil. Für all meine X gilt, dass sie nicht A sind, also keiner ist da. Das ist das gleiche, wenn ich so, es ist falsch, dass es den X gibt, den hier ist. Was kein Mensch kennt, da kann es gehen, den du hast. Selbe Teil, wenn es falsch ist, dass für all meine X gilt, dass sie da sind, wenn sie also nicht all da sind, das ist dasselbe, wenn ich so, es gibt X, die nicht da sind. Stell ich mal vor, die sind in der Klasse, verschiedene Leute sind da, verschiedene Leute sind nicht da. Das ist immer genau die Situation. Während hier sind da an der Klasse, und das kein Mensch da. Das ist nicht 100% dasselbe. Und dann hat er hier, es gibt X, die sind da. Das heißt, das mindestens in da. Das heißt, wenn ich von rechts rübersprungen habe, universell, da steht dann eben, dass es falsch ist, dass für all meine X gilt, dass sie nicht da sind. Wenn mindestens in da ist, kann es nicht sein, dass alle nicht da sind. Bon, das sind Relationen zwischen den Quantifikatoren, was muss ich da verhalten? Ganz einfach, die können einmal so schreiben, mit der universell oder mit der existenziell. Schwer ist nur nach die Exerzissen, auch weisen Exerzissen, die am Buch sind, die müsst rausfinden, wie ein Quantifikateur den am nächsten Umsatz ist, an den benutzen. Wenn der den falschen hält, es gibt keinen falschen, ich muss einfach das mit den Negationen aufpassen. So, los noch froh, wie kann ich von dem engen Quantifikateur auf den anderen Sprung, habe ich auch eine Copy-Paste gemacht aus dem Buch eben, die sieht, wann ich heißt und für alle meine X gilt, wenn sie A sind, da sind sie auch B. Wie sich für alle meine X gilt, A heißt, sie sind angeladen, und B heißt, sie kommen. Das heißt, ein anderer wieder für alle meine X gilt, dass wenn sie angeladen sind, da sind sie auch da. Schon 20 Leute angeladen, sind 20 Leute kommen. Ja, theoretisch, das ist das, was ich schon drin erklärt habe, machen wir 2 Negationen drauf. Man erinnert sich vielleicht auch bei den Prüfen, der Tote kann verwandeln durch eine Applikation je. Und das heute, das was der Rätsel hat, das kann noch ausschwätzen. Die Formel, die dann in der Mitte hat, die ist nicht auszuschwätzen. Das heißt, verhalte ich dann so, wenn der eine Transkription macht, wenn der eine universell hat, hat er immer eine Implikation, aber wenn eine existenziell hat, regelt das immer mit einer Konjunktion ist. Das gilt für Transkription, das gilt nicht unbedingt für darüber. Mit der Technik für alle meine X gilt, wenn sie angelötet sind, da sind sie auch da. Das ist dasselbe, wie dass es falsch ist, dass es irgendeinen X gibt, den angelötet ist und nicht da ist. Wenn sie alle da sind, kann es gehen, den angelötet ist und nicht da ist. Das heißt, verhalte ich einfach so, die können von
der universelle Riversprung op existenziell, die könnt von existenziell Riversprung op universell, der den schon muss machen aus 2 Negationen drum klacken an eben oppassen nach eng Applikation jedraus zu machen, der Tisch andere wieder die Nähe denke dat ganz an die Nähe dat vertannen steht respektiv wann just e-Buchstaben du steht dann hier also die Buchstaben ist ADX dann hier den das nicht kompliziert das wird schon klappen. So, die Exercissen am Buch, das sind Transkriptionen, wie du das kennst, da muss man einfach just aufpassen. Wir gehen so auch noch einzeln durch, aber das ist genau das bei den Transkriptionen, die du am Anfang vom Jahr gesehen hast, die hat für dich die Lexik zu machen, an der Transkription. Zweiter Punkt, Negationen haben wir nicht an der Lexik ran, das ist, wenn irgendwo der Satz steht, das käme du. Schreib da in der Lexik, ADX bedeutet, das sind du. Das wird auch immer gemacht, als Satz nummerieren, und das wird auch immer muss gemacht gehen, als die muss passen, ob Kondition suffisant und ob Kondition nécessaire. Und das wird auch noch dabei könnt, als die Individuen, die mit der Klänger initial umgeschrieben hat. Das sehen wir am ersten Exerzice. Wenn da irgendwelche Leute tut, die man Numm genannt gehen, den nennen einfach mit dem ersten Buchstaben von ihrem Numm klein geschrieben. Ich erkläre nicht das am besten, indem ich einfach ein Beispiel gebe. Das ist ein ersten Exerzice. Michel est ici et il est bien important. Der Mich als Hai und geht ihm gut. Bien important ist das. Aber ja, wir fangen an mit dem Lexik. Das ist das erste Prädikat vermuten oder verhalten und versucht, das eine Eigenschaft. Die können Hai sein, die können auch nicht heißen, die können auch unzuschanisch sein. Das ist eine Eigenschaft, die geht durch die Schreiben einfach. In diesem Fall ADX bedeutet den X als Hai. Wenn auch immer ein X als wir wissen nicht unbedingt. Dann E, die sieht das eine Konjunktion. Il est bien important. Es geht ihm gut. Das ist auch eine Eigenschaft, kann ich auch schlecht gehen. BDX ist gleich X est bien important. Und dann das werde ich beim Slide vertun erklärt. Hai Hummer de Mich. Da fand ich Michel. Wir schreiben den un mit der Klanger Initial, das ist mir der nächste Buchstabe vom 4 nimmt, die Initial, und wir schreiben den Klang an der Lexik. An dem Moment machen wir Transkription, aber tun wir in diesem Fall, es gibt keine Quantifikateure, keine universellen, keine existenziellen, wir haben eine Person, wir wissen genau, von wem wir schwätzen. In dem Moment, wenn wir hier schreiben als ADM, E, BDM, der Mich hat Prädikat A, an der Mich hat Prädikat B, der Mich als Hai, an es geht der Mich gut. Michel est ici, et il est bien important. So schreibt den dat un. Bei der tut noch den ähnlichen Intros-Exerzice, wo ein genannten Individuum hier könnt, für all die anderen Exerzissen, Hummer eben Prädikaten an mir haben Quantifikateuren. Das heißt, wenn du den zweiten Exerzice guckt, il y a un pilote dans l'avion, es gibt bestimmt Piloten, die sind an einem Flieger, es gibt bestimmt Piloten, die sind nicht an einem Flieger, wir kennen noch nicht alle einzelnen Piloten, wir wissen noch nicht, von wem wir genau schwätzen. Das heißt, an andere wieder, hier braucht man Quantifikateuren. Guckt, also, ich mache mal mein Lexik. Ich kann Pilot sein, ich kann auch nicht Pilot sein. ADX ist gleich X ist Pilot, und ich kann am Flieger sein, und ich kann auch nicht am Flieger sein. Dafür BDX, X est dans l'avion. Was sei der Punkt? Gilt das für alle meine Piloten oder gilt das für bestimmte Piloten? Es gibt E-Pilot, das heißt nicht alle guten, und dafür haben wir einfach der existenzielle. Il existe X. Es gibt ein Individuum, den hat Proprietät A zu sein, und gleichzeitig Proprietät B zu sein. Das heißt, hat Proprietät Pilot zu sein, und am Flieger zu sein. Oder, ich kann es doch anders formulieren, heimat universell, es ist falsch, dass für alle meine X gilt, dass wenn sie Pilot sind, dass sie dann nicht am Flieger sind. Es gibt mindestens E-Piloten am Flieger, das heißt, es kann nicht sein, dass alle meine Piloten nicht am Flieger sind. Es gibt ein X-Pilot, das gleichzeitig am Flieger. Voilà. Der Test wird wir gemacht, wir haben herausgefunden, wie ein Quantifikateur wir holen, oder in diesem Fall der existenziell, das ist für mich intuitiv. Und ja, schreiben, und da guckt da, wann das Welt ändern an die universelle immer können wir gerne machen. Beide Sachen sind richtig, wenn der dient oder der dann an der Prüfung schreibt, beide richtig. So, den nächsten Exercice heute, den 3 auf der Seite 109, Levier femme sans bigot, wo der Heim muss darüber passen, als beim Lexik, normalerweise du eine Tendenz, gesagt mal, an der Klasse, Levier femme als E-Prädikat zu gesehen, die können all sein, und die können Frau sein, die können auch jung sein, und eine Frau sind, respektive all an keine Frau, das geht alles. Und was heißt bigot, das heißt verpafft. Fängt mit dem Satz an, was er will. Bon, bei der Lexik, ADX ist gleich X est vieux, BDX, X est une femme, CDX, X est bigot. Transkription, für all mein X gilt, wann mein X A ist, also all, und gleichzeitig eine Frau,
da muss verpafft sein. Also Bigo, das heißt, ihr seht hier, keine Komplikationen, le wie femme, das heißt, all die Frauen, du geht nicht differenziert, dafür eben die universell hier, und dann nur das. So, der nächste Exercice ist, der Feier auf der Seite 109, aucun rosier n'est en fleur. Ein Rosier aus Rosenstock, das heißt ADX, X est en rosier, echt Prädikat. BDX, X est en fleur, blit, zweit Prädikat. Transkription, du musst mich aufpassen, aucun bedeutet, für allgemein X gilt, dass sie nicht en fleur sind, das heißt Negation, du musst auf die B kommen. Das heißt, ihr seht auch für allgemein X gilt, wenn ich Rosenstock sind, dann blende ich eben nicht, oder was ich innen drin aus dem Buch kopiert tun, als eben die Variante mit der existenziell, dass die man intuitiv an der Welt der Tisch hat, also falsch, dass den X gibt, den ein Rosenstock als an die Blade. Für das okay Blade kann er doch gehen. So gehen, das ist noch ein bisschen eine Variation, auch ob dem nächsten Exercice, Seite 5 auf der Seite 110, da steht, tous les rosiers ne sont pas en fleurs, das heißt, sie blähen nicht all, an der Hut schon nicht all, tous ne pas. Der Lexik den ändert nicht, was aber ändert, als eben Negation, wo der hier kennt, tous ne pas, oder pas tous, das heißt, die Gesittheiten im gedrehten Art universell als tous, pas tous, nicht all, die sind andere vier dafür, nicht all Mengen X gilt, dass, wenn sie rausstark sind, dass sie da blähen, oder, die vielleicht mit Intuitivlesung haben, es gibt Xen, die rausstark an die blähen eben nicht. Tous ne pas, denkt ein Verdrohen, Negation kennt ob den tous pas oder pas tous eben. Bon, egal, schreibt nur mit universell oder mit existenziell, ändert nicht im Resultat, das ist selbst. Dann, den Exercice 6, mit dem ich persönlich ein bisschen ein Problem habe, ein bisschen nicht ininteressant am Lexik, die sieht ein bisschen als den ADX, BDX, ja, das ist an die fundamental froh, ininteressant, als das eine Negation oder nicht. Das ist der Contraire von intéressant, respektive wenn ich so aucun imbécile et pas intéressant, dann hat man eine Doppelnegation, die ich kann ich vom Französischen nicht lange diskutieren. Aber schon nicht so, die Lesung aus dem Buch angeblendet, ist schon ein bisschen wie gesagt, das Problem mit dem Exist, weil ich nicht 100% schon mit abverstanden sind, dass ininteressant eine Negation ist und nicht ininteressant, dass das eine Doppelnegation wäre. Wie gesagt, kann ich lange darüber diskutieren, das heißt mir eine Frage vom Französisch, wie so etwas. An der Prüfung am Examen ist doch wichtig, dass die ihre Schuhe könnt begründen, für was schreibt du hin an der Lexik interessant oder ininteressant, dass das erzählt, das wichtig ist, dass das logische Struktur erkennt und nicht unbedingt, dass da so gut sind am Französischen. Das heißt, wenn die Gefühle hat, dass eine Negation aus und die könnt das vertreten, macht das ist nicht wie weil ich für den ich nach meinem Examenskestionär gebe, mit der Kopie von ihrem Examen froh kommen, wie ist das gemeint, mir vom Prinzip her aus dem Dat. Das wird mir wichtig, dass Logik viel eben Französisch, dafür muss man den Exercice dann so stehen am Raum, ohne weiter Französisch-Diskussionen zu machen. Être inintéressant, als das identisch zu ne pas être intéressant, vom Sinn her ja, von der Form hier für mich nicht alles an dem Trophäe, das mir wichtigste Sinn, oder die Form, oder vielleicht nicht doch beides, ne? Gut, guck mal einfach den Exercice 7,5 Seite 111, tout ce qui brille n'est pas or. Das heißt, alles, was blinkt, ist nicht Gold, oder in anderen wieder nicht alles, was blinkt, ist Gold. ADX, X brille, BDX, X est en or. Ihr seht schon, tout ne pas, hat man schon ein Kilo, da gibt keine große Überraschung. Tout ne pas, oder tout ne pas, als Remenke Negation vom Quantifikateur, pas tout ce qui est A et B, das heißt, als falsch, das für allgemein X gilt, das wenn sie blinken, das dann noch als Gold sind, natürlich andere wieder, es gibt X, die blinken, und die sind nicht aus Gold, zum Beispiel dieses Silber oder so jedenfalls blinkische Sachen. Den 8, das aus den richtigsten und wichtigsten Exercice aus der ganzen Philosophe-Karriere, seuls les professeurs sont gentils et dévoués. Bon. Echt Möglichkeit, die können Prof sein, die können auch nicht Prof sein, weil wir im Grunde auch immer dann nicht für Prof sind. ADX est Professeur, BDX, X est gentil, und CDX, X est dévoué, das ist hingabevoll. Die Satz aus Erfahrungen, die gibt mich falsch gemacht, dafür blende ich mal einfach die falsche Antwort an. ADX, also pour tout X, ADX implique BDX et CDX, als auch drei von den les professeurs, ADX sont gentils et dévoués, BDX et CDX,
keine Menge, dass das so wäre. Das Problem ist, die Condition nécessaire vergisst, das ist das soll. Das ist schon lange hier, das ist absolut normal, dass ihr nicht dran denkt. Das ist, machen wir drehen den Reihenfolge wenn wir Sachen ausschreiben, das ist in diesem Fall, wenn der Fall sieht, an Hingabevoll, da muss Prof sein. Nehmen die Leute, die gleichzeitig spätestens sind, sie Prof, oder respektiv nicht mehr Prof, die gleichzeitig spätestens, die können frei sein, die können hingabevoll sein, wenn der beides gleichzeitig sind, dann muss Prof sein. Das heißt, an andere wieder etwas falsch, dass es irgendwelche Individuen gibt, die fein an hingabevoll wären, an nicht Prof. Fängt mit dem Satz an, was er will. Mir erinnert ihr daran, Condition eben nécessaire, die Sache genug, nach respektive auch Condition nécessaire suffisant, kann noch mal 4 kommen. Ja. Den seuls les membres sont admis, die exit to hai ADX, X est membre, BDX, X est admis, keine Schwierigkeit an die de seul, Condition nécessaire, das heißt, an andere wieder, pour tout X, wann ich ugeholt sie bedeutet, dass ich member sind, respektiv, et as falsch, dass es irgendwelche X gibt, die ugeholt werden an nicht member. Das ist auch logisch, wenn er nicht in den Club will gehen, muss er member sein, für ugeholt zu gehen. Aber hai auch immer der soll, den weist auf Condition nécessaire hin. Keine größere Schwierigkeiten dafür. Den 10. Parmi les concurrents, personne ne réussira à moins d'être très entraîné. Déjà, das ist schon ein bisschen kompliziert vom Französischen hier, aber da gibt es keine größere Komplikationen von der Sprache hier. Parmi les concurrents. Das heißt, wenn wir gucken, wir schwätzen vom Gruppe von den Konkurrenten, mit du sind Altkonkurrenten gemeint. Aber was geschieht da? Personne ne réussira. Das heißt, es packt keiner, was auch immer, Kurs oder Test, whatever. À moins d'être très entraîné, das heißt, die packt es nicht oder die sind très entraîné. Die erinnern dich vielleicht à moins que als eine Disjunktion. Das heißt in diesem Fall, hey, parmi les concurrents, das schränkt zwar an, von wem wir schwätzen nicht von der ganzen Menschheit, wir schwätzen von den Konkurrenten, aber das ist keine Condition nécessaire an diesem Fall. Das heißt, die Gesichtheit für all meine X gilt, wenn sie Konkurrent sind, dann entweder packen sie nicht oder sie sind très entraîné. Bon, hier ist dann nach der Erklärung aus dem Buch, wie ihr nicht kennt, nach Ausschreiben mit einer existenziell. Also ein bisschen kompliziert, also nicht wirklich sinnvoll, auch nicht der Sinn von diesem Video für das zu machen. Bedenkt ist schon, das Screen schon ein bisschen falsch gemacht, müssen eine Indikation drauf sein. Aber vom Prinzip her aus neben das, entweder ihr packt das nicht oder ihr seid très entraîné. Au bas, dans l'exercice 11, auf der Seite 116, tous les jeunes ne viendront pas, mais toutes les femmes non plus. Das wird wir hier als ein Gruppe von Jungen und wir haben eine Gruppe von Frauen. Das heißt, ADX, X est jeune, BDX, X vient, und CDX, X est une femme. Das wird wir hier als 2 Gruppen und dafür brauchen wir 2 Quantifikatoren. Und die erinnern sich vielleicht mehr, das ist eine Konjunktion. Das müsst ihr auch noch an eurem Buch am Deckel haben, von ich nicht mehr erinnert. Aber das heißt, hi, tous ne pas. Negation tous. Also, ja, ganz los. Für all meine X gilt nicht, also das ist falsch, dass das für all meine X gilt, dass wenn sie jung sind, dass sie da kommen. Es ist falsch, dass für all meine X gilt, dass wenn sie Frau sind, dass sie da kommen. Oder in anderen wieder, es gibt X, die sind jung und die kommen nicht. Und es gibt X, die sind weiblich und die kommen auch nicht. Das heißt, nicht alle Jungen können und nicht alle Frauen können. Nicht alle, hein? Negation op der universell, nicht all selber toutes les femmes, non plus. Also eben das. Der Tisch, der daheim muss erkennen bei diesem Exercice, ist ganz einfach, die Hut 2 Quantifikatoren, die da muss machen. Die könnt ihr nicht einfach zusammenboxen an E-Quantifikator. Idem, bei diesem Exercice, Exercice 12 auf der Seite 117, tous sauf les lecteurs du monde sont mal informés. Der Tisch, der daheim Hut sind am Anfang auch, das Schwierigkeiten vom Französisch, tout le monde est mal informé. Sauf ceux qui lisent Le Monde, en day par extension, von der Welt sie bien informé. Das heißt, ADX, X lit Le Monde, en BDX, X est bien informé. Gesagt dann eben so aus, all Mensch als schlecht informiert, wenn der Le Monde nicht liest, dass sie da nicht gut informiert, an, wenn der Le Monde liest, dann sie da gut informiert, oder wie das auch noch könnt ausdrücken, ADX équivaut à BDX. Okay, mit der Tisch wird man hier hun aus 2 Gruppen. Es gibt auf der einen Seite les Lecteurs du Monde und es gibt auf der anderen Seite nicht die Lecteurs du Monde von der Welt. Und da muss man eben einen Unterschied machen. Dafür auch immer 2 Quantifikatoren. Dann den Exercice 13 auf der Seite 116. Les Français et les Italiens sont les bienvenus, mais tous ne viendront pas. Das heißt,
ADX X est français, BDX X est italien, CDX X est bienvenu und DDX X vient. Weil das sind froh, wie schreiben ich da, weil ich gesehen habe, schon Franzosen, andere schon Italiener, andere schon zwei Sätze. Sie sind willkommen, andere Menschen, meine Gruppe, Franzosen und Italiener, werden nicht alle kommen. Also muss ich aufpassen, hier ist die Schwierigkeit beim Französischen, wenn ich nämlich dahin schreiben. Der Toten, die sieht, das ist schon falsch. Pour tout X, les Français et, Conjonction, Conjonction, les Italiens sont les bienvenus. Wenn man just den nächsten Teil vom Satz will, als falsch, weil dem Moment, wenn ich da aufschreiben, als das, wenn ich Französisch sind, auch gleichzeitig Italiener, also Franco-Italiener sind, da sind nicht willkommen. Das ist aber nicht das, was am Satz steht. Am Satz steht, dass Franzosen willkommen sind und Italiener sind willkommen. Das ist mir formulieren dann so. Für alle Mengen X gilt, wenn ich Französin oder Italiener, da sind nicht willkommen. Und es ist falsch, tut es nicht pas. Es ist falsch, dass für alle Mengen X gilt, dass wenn ich Französin oder Italiener, dass ich dann kommen. Tut es nicht pas. Das heißt, sie kommen nicht als Negation gehört, ob die ganze Zahl und nicht ob ein DDX, weil sonst gibt es bedeuten, das kicken. So, das war dann eben die Intro. Also ein hier aufpassen, wenn da so ein Exercice macht, guckt, wie Quantifikator aussieht. Es können Bait sein, die können am Anfang nicht falsch machen, da muss ich ein bisschen aufpassen, wo die Negationen nicht kommen. Pass darauf bei den Konditionen necessaires, die nicht vergessen und los dich nicht viel vom Französischen verwirren.